Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Jetzt kümmern wir uns erst einmal um das infizierte Gebiet. In der letzten Episode vorgestern habe ich ja noch hier irgendwo Wölfe rumheulen gehört, deswegen wollte ich doch nochmal beim letzten Mal gucken, mit Blick noch hin auf eine Kamera, dass uns hier potenziell kein Wolf in der Rücke fällt. So. Krachbumm, Nest kaputt. Molotow Wiederhersteller und was rauskommt, wird niedergemäht. Kopfschuss. Und 2 Kopfschüsse. Hoppla, das war volle Kanne ins Leere. Okay, dann machen wir das folgendermaßen. Viel Spaß, Freunde der Nacht. So. Genau, in den Nahkampf gehe ich dann immer erst, wenn meine Fernkampfwaffe nicht mehr greifen. Moment mal, Nester hier habe ich anscheinend noch nicht beseitigt. Jo, dann laden wir erstmal noch. Gucken, was es hier in der Hütte noch Schönes gibt, außer Nestrückstände. Nur ein Bett. Okay. Ja, das sind auch noch weitere Nester, also die würde ich auch nach wie vor nehmen. Gehen wir überhaupt in die richtige Richtung? Wir müssen da hier in etwa, ne? Genau. Okay, das können wir eigentlich uns abschminken. So. In die Richtung müssen wir. Schauen wir mal, dass wir die Nester relativ fix hier kriegen. Interessant, dass die Nester hier schon markiert sind auf der Karte. Sonst muss ich die mal sehr mühselig suchen, indem ich in einem Gebiet rumschleppe. Ja, ich laufe gerade ziemlich auf uns zu. Hier ist nichts. Räume alle Nester. Wir sind wieder im Gebiet. Ja, ich sehe es schon. Du hast auf jeden Fall wieder so ein lustiges Vochelnest. Und dann schmeiß es in hohe Bogerei. Das ist hier irgendwo. Wieder nochmal einer Bastler. Dann hier nochmal Zeug und dann snap, 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 snap. Konzentrierter Schuss. Damit ich einfach gezielt drauf ballern kann, ne? Mir ist es persönlich lieber, wirklich gezielte Kopfschüsse auszudelen. Ja, das zählt als Kopfschuss. Ne, doch nicht. Okay. Gut. Good enough. Ja. Dann haben wir hier nichts mehr, ne? Warten wir noch, bis das abgefackelt ist. Eventuell sind noch ein paar schöne Sachen dort. Ansonsten gibt es hier nur noch 2 Nester. Das ist in Ordnung, denke ich mal sagen. Gut, was gibt es hier noch Schickes? Nur Nestrückstände. Okay. Ich finde es etwas verwirrend, dass die Viecher sich Zweige und Äste holen, um dort zu leben. Es ist irgendwie etwas verstörend und widerwärtig zugleich. Warte mal. Ich möchte erstmal die Leiche hier plündern. Hat nämlich noch ein bisschen was. Und viel Spaß. Dann gleich der nächste Molly wieder Bastler. Cola und dann schießen wir auf alles, was hier rausgewatschelt kommt. Und Gretel hinter der Heck. Okay. Ah, das sind noch 2. Und für dich habe ich noch was vorbereitet. Denn im Nächel steht dein Name. Gut. Nochmal Hochlader. Ich finde durchaus, dass das MG so ziemlich mal nützlich die Waffe eigentlich ist. Das macht ordentlich Schade und ich kann damit richtig gut durchrasen. Fällt mir ganz gut, um ehrlich zu sein. So, Taschenlampe bringt mir hier in dem Loch ziemlich wenig. Okay, dann war's das. Wir holen uns hier nochmal ganz fix einen Verband. Basteln nochmal einer. Dann ist auch wieder gut. Und ich will wissen, was das nächste Nest ist. Da muss ich wahrscheinlich in eine Tunnelreihe. Oder kurz vor der Tunnel. Ich glaube, das ist... Jo, das ist der Weg. Da muss es hier sein.
Da liegt auch schon die Spur aus kaputter Sache. Noch ein Nero-Lager. Ah, sogar ein Was sich Nero. in der MMA so verbirgt. Okay, dann müssen wir auch nochmal Lautsprecher schneiden. Da ist nämlich auch noch ein Nestel. Dann können wir hier nochmal 2 Fliege mit einer Klappe schlagen und nicht nur ein Nest ausrotten und infiziertes Gebiet oder mit zerstören, sondern wir können auch nochmal Nero Informationen sammeln und Reflektoren, Injektoren. Da fliegt irgendwas total blöd in der Gegend rum, auch nicht schlecht. Ja, da können wir definitiv mal wirklich ein bisschen großflächig hier rummachen. Kerosin, das können wir immer gut gebrauchen. Kerosin, genauso wie Lappe mittlerweile. Und ansonsten schauen wir mal da einfach rein, ob da möglicherweise noch ein guter Injektor auf uns wartet. Da musste ich nämlich gerade noch ganz kurz Lucky machen bei, hier war das, genau, Gesundheit. Das heißt, Ausdauer ist als nächstes wieder dran zum Aufmotzen. Da kommen wir nicht rein, wie es aussieht. Okay. Ich kann's riechen. Das muss in der Nähe sein. Das wird wohl das hier sein, ne? Da ist noch eins. Zeit für ein Feuerchen. Pfui Teufel, Freaker! Bin immer gespannt, dass jetzt hier die ganze Horde rausgewichtelt kommt. Dann habe ich nämlich ein bisschen ein Problem. Jo, damit ist auch Burley Lake, infiziertes Gebiet, zu 78% abgeschlossen. So, bei Iron Mike gibt es noch ein bisschen Vertrauen dazu. Das war anscheinend nur ein Schläfeschuss. So, dafür geht es jetzt auf die Rivenas. Und der Rest vom Schützefest steht da noch dumm rum. Ja. Jo. Okay. So, der Vogel hat sich mittlerweile auch aus seinem Bug rauskriegt. Verdammt, die Sicherung ist durchgebrannt. Okay, das kennen wir auch. Sicherungssuche. Gibt es noch irgendwas Schönes? Ah, da ist nochmal endlich was Nützliches. Und zwar Truhe. Mit mit Munitionszeug wieder. 24 Sturmgewehr. Das sage ich bestimmt nicht, ne? Gleich mal wieder hochladen. Und hier. Oh. Eine Sicherung. Ja. Sehr gut. Das heißt, hier hätte ich sowieso auch die Nester niedermachen müssen vorher. Dann kann man ja wirklich das Praktische mit dem Nützliche verbinden, oder wie war das? Jetzt sind wir im Geschäft. Gut. Ja, das sollte klappen. Okay, dann muss ich anscheinend nur noch ein bisschen Lautsprecher schneiden, weil daneben ist ein großer dunkler Tunnel. Und großer dunkler Tunnel bedeutet in Days Gone meiner Meinung nach immer viele Freaker. Deswegen schneiden wir jetzt erstmal jeden Lautsprecher ab, den ich hier irgendwo noch finden kann. Hier zum Beispiel. Schnippel, schnippel, schnippel. Dahinter sind nur Scheinwerfer. Und hier ist offenbar noch ein Generator. Und? Geht das einfach so an, oder? Lass mich warten. Kein Benzin mehr. Oh ja, klar. Es wäre auch zu schön und einfach gewesen, ne? Aber jetzt weiß ich wenigstens, wo der Generator steckt. Jetzt muss ich nur noch Benzin finden. Ja, Schießpulver haben wir anscheinend genug. Lappen anscheinend nicht. Kann auch nie genug Lappen haben, wie ich finde. Natürlich. Ach, hier ist zu. Okay, das heißt, wir müssen so oder so über die Dächer von New York. Also hoch. Na? Komme ich doch nicht raus? Da geht's nur. Hä? Komme ich so rum? Ah, okay, so rum geht's auch. Na gut, dann müssen wir aber trotzdem hier noch ein bisschen schneiden, wenn möglich. Ich befürchte nämlich fast, dass hier auch noch Lautsprecher sind. Ne, tatsächlich nicht. Okay, und hier irgendwo Lautsprecher oder so ein Spaß? Nö. Gut, dann brauche ich jetzt eigentlich nur noch, in Anführungszeichen, Benzin. Also, nur noch in Anführungszeichen, der Hämmers. Und dann wieder über die Dächer. Und dann machen wir das Ding mal an. Ich hoffe, ich habe alle Lautsprecher erwischt. So. Ist da eine Tanke? Ja, doch. Alle hopp. Bevor ich das Ding einschalte.
möchte ich Sache nochmal sicher in trockene Tücher haben. Und zwar möchte ich unser Bike nochmal tanken. Dafür renne ich jetzt auch extra zurück. Weil das Bike wird dann sofort wieder benutzt. Und ich hole mir es auch direkt nach vorne wieder. Ja, so lang muss ich halt rennen. Das ist nicht so toll. Warte mal. Ich sollte mit dem Bike tatsächlich bis zum Nero-Kontrollpunkt vorfahren. Das ist ja ewig weit weg. Und wenn ich dann wirklich von einer Horde oder was verfolgt werden sollte, dann habe ich ein Problem. Und zwar gigantisches. So, nur schnell hier rennen. Das ist schon ein ganz schönes Stück, ne? Und wenn ich mal unsere Ausdauer so angucke, wird es, glaube ich, auch höchst die Eisenbahn, dass ich das dann mit so einem Nero-Injektor tatsächlich wieder auffülle. Beziehungsweise das Maximum mache. Interessant, wie klar hier die Grenze zwischen Eisgebiet und normalem Gebiet ist. Ich würde sagen, ich lasse hier den Benzinkanister auch fallen. Mit viel Glück steht er später noch und ist nicht verschwunden. So. Hoch. Ja, ich merke schon, dass unser Bike nämlich so ewig laut ist, sondern schon etwas gemäßigter ist von der Lautstärke. Das finde ich gut. So, wir drehen hier schon mal um und runter mit uns, ne? Okay, dann wieder über die Dächer. Hoch. Und das Ding Eisschalter. Okay. Achtung, was jetzt auch kommt an Freaker. Ich glaube, ich habe auch tatsächlich alle Lautsprecher erwischt. Schauen wir mal. So, jetzt holen wir uns erstmal eine ganze Krusch, der hier drin ist. Noch ein Desinfektionsmittel, ein Lumpe. Da ist nochmal ein Medikit. Können wir immer gut gebrauchen. Da wird wahrscheinlich der Injektor drin sein. Ansonsten gucken wir nochmal, was es noch gibt. Ah, Herstellungsrezept. Ah, nee. Aufzeichnung einer mobilen medizinischen Einheit. 1231. Mensch, plündere die MME. Optionales Ziel. Was sind die MME? Ja, ein Nero-Injektor. Sehr gut. Ob der noch geht. Dann habe ich es abgesehen. Wir machen nämlich Ausdauer jetzt als nächstes hoch. Santiam, Nero Kontrollpunkt. 42%. Sind das Steroide? Okay, warte mal. Jo, als nächstes kommt wieder Konzentration. Und offensichtlich sind hier überall die Freaks aufgetaucht. Ich sehe nämlich schon überall das Rote. Aber das kann uns jetzt scheißegal sein. Nein! Das kann uns doch nicht so scheißegal sein, wie es aussieht. Oh, leck. Na egal. Um die kümmere ich mich so. So. Okay. Nicht schlecht. Grasen wir noch die Schwärme ab. Dann würde ich sagen, wir reparieren das Ding nochmal kurz. Gewehrauswähler. Hoch und weg. Boah, gerade noch rechtzeitig. Das war knapp. Das war verflixt nochmal knapp. Ja, jetzt gehen wir genau dorthin zu dem Ripper Antibiotika-Stehle-Mission. Nicht schlecht, oder? Da haben wir so übel gelaufen im Nero-Kontrollpunkt. Oh, hier ist aber ganz schön... Hier ist aber ganz schöne Levelgewitter erleiht. Ich bin wieder in dem Stadtgebiet, wo die Horde... Oder in dem Dorfgebiet, wo die Horde war, glaube ich. Na? Ja, das sollte ich nicht wie Xenki Sau rasen. Gerade nicht mit meinen Fahrskills. So. Och, das sind Hirsche. Und die lassen wir jetzt in Ruhe. Die haben ja nichts gemacht. Die greifen mich ja auch nicht an, die Tiere.
So, genau. Jetzt haben wir noch ein ganz schönes Stück Weg vor uns, aber ich komme an einer Tankstelle vorbei, wie es aussieht. Und hoffen wir uns. So. Mensch, da ist irgendwas geixt. Das gucken wir uns an. Nicht, dass ich da irgendwie Fleisch oder was verpasse oder tote Menschen oder so ein Spaß. Oder Freaker. Ja, sieht noch Freaker aus. Diese... Alter, diese widerlichen Kotzekrabbler. Du ekelhaftes Scheißgetier. Sind die ekelhaft? Bäh. Glücklicherweise reicht du wirklich... Ey, gucke. Oh, Mann. Ich meine, ich hasse es ohne Ende, Kinder töten zu müssen. In dem Fall sind es aber Infizierte und das ist doch eher Erlösung, würde ich schon sagen. Oh, da ist irgendwas passiert. Habe ich das Gefühl? Ah ne, das sind einfach Sachen, die ich vielleicht beim letzten Mal hier beim Plündern vergessen habe, beziehungsweise die ich nämlich wegen meinem Inventar aufnehmen konnte. Ah ne, da war ich glaube ich noch gar nicht in dem Gebiet, kann das sein? Huh. Naja, jetzt sind wir ja hier. Jetzt ist ja alles gut. Okay. Meine Fresse. Aber ja, die Sache ist halt, wenn hier möglicherweise noch Freaker oder was ein Tier umgebracht hätten, hätte ich halt gern auch das Fleisch verschwendet. So, warte mal. Das können wir doch gerade mal. So, nee, nicht Medikit. Ich möchte gern das benutzen. Und dann wieder Eissacker. Dann sind wir nämlich wieder voll bei Gesundheit. Oder bei voller Gesundheit, so rum. Aber die Krabbler sind echt ekelhaft. Mit Freaker komme ich ja irgendwie klar. Die erinnern mich halt so ein bisschen an die Infizierte aus I Am Legend. Aber das? Infizierte Kinder, das ist richtig übel. Es ist immer übler, wenn Kinder involviert sind. Egal ob Infektion oder Horrorerscheinungen als Geister, Besessene und so weiter und so fort. Mit Kindern ist das alles immer nur mal härter. Bah, ist richtig heftig. Und gruselig ohne Ende. Warte mal, halte mal das Gaul an. Jetzt sind wir wieder im infizierten Gebiet, ne? Genau. Da habe ich aufgerahmt vorher. Aber der Neve war noch irgendwas, aber anscheinend sind nur ein paar Freaker in der Nähe. Hoppala, ja, das ist die Stadt, die ich... Stadt, sage ich immer. Ist das Dorf, das ich gesäubert habe, ja. Da ist danach die Tanke. Genau, da sind wir wieder. Wo wir vor 2 Episoden angefangen haben, glaube ich. Und vor 3 Episoden dann aufgehört haben. So, halte mal eine Gaula. Bevor es Nacht wird, würde ich ganz gerne mal auftanken. So, genau. Ist immer besser, wenn man nochmal auf dem Weg tanken kann. Wo renne ich denn hier? Ich äume. Hammel degradieren. Da wird getankt. So. Immerhin nur noch bei 71%. Das war nicht so schön. So, weg. Und ich höre schon die Krähe und bald kommen die Infizierte. Deswegen lieber weg hier. So, dann kümmern wir uns dort drum und bald meldet sich vielleicht auch wieder O'Brien bei uns, wenn er das nächste Ding wieder braucht, die nächste Infos. Oh, hier ist anscheinend auch irgendwas passiert, wenn ich mir das so angucke. Wir parken unser Bike jetzt einfach mal hier. Ich befürchte, hier sind Ripper, ne? Hinweistafel. Na, natürlich verschlossen. Entweder Ripper oder Infizierte. Muss dann das immer sein, dass die Dinger verschlossen sind. Okay, wir gehen auf jeden Fall mal etwas ruhiger vor. Da sind sie. Pfui Teufel, Freaker! So. Dein Ohr hole ich mal trotzdem. Yeah. Okay, jetzt haben sie mich entdeckt. Jetzt war's das. Jetzt gibt's auf der Dates. Genauso für dich. Kommt da noch irgendwas arg gehechelt? Jo, da ist es. Und weg. Gut, es waren glücklicherweise alle in dem Gebiet. Dann gucken wir uns halt nochmal um hier. Da liegt noch ein Doter. Mit dem Medikit. Ja, das nehme ich immer gern.
Medikits Scheiße, nehme ich was immer ist denn gerne. hier passiert? Ja, vielleicht sollte ich mich mal umschauen. Sind das die Ripper zufällig? Schachtel mit Nägeln. Es könnte halt sein, dass die Ripper hier schon von der Freaker überrannt wurden. Und dann hat sich das doch sowieso erledigt mit diesem Friedensvertrag, den Iron Mike mit einer Type ausgehandelt hat. Ich glaube, das ist ja wirklich nur so reine Selbsterhaltung von wegen, wir wollen unser Leute dann euer kaputte Kultpsychos verlieren. Deswegen schließt man halt einfach nur so einen Friedensvertrag mit dem Kasper. So, hier gibt es noch Munition. Das gefällt mir gut. Pistole und Sturmgewehr. Na. Die Campfire Cadets stellen sich vor. Tourismus-Sammelobjekt. Anscheinend war das wohl hier Kadetteanstalt. Vermute ich jetzt einfach mal zumindest so ganz steil. Dass es sich hier bei dem Ort, wo sich die Ripper niedergelost haben, wohl um eine Kadetteanstalt gehandelt hat. Inklusive Küche hier. Ach. Naja, wenigstens ein Lappe hat er noch bei sich. Wobei bei so einem blutenden Kadaver würde ich mir auch gerne den Lappe holen. Ob der noch so steril ist, sei mal hingestellt. Okay, das obere Stockwerk plündern wir auf jeden Fall auch noch. Sofern es hier noch was zu holen gibt. Kikakaku köstlich. Ja, aber anscheinend gibt es hier nichts anderes mehr als den Auspunkt, den Ausguck, over. Na gut, dann versuchen wir mal hier wieder rauszukommen. Das funktioniert, okay. Machen wir aber auch wieder dicht. Und dann gehen wir mal weiter hier zu der Baracke von der Kadetteanstalt. Und gucken uns mal, was hier passiert ist in den 4 Minuten, die man, glaube ich, noch haben, ne? Wenn ich das richtig sehe. Trading Post. Gehen wir mal zum Handelsposten. Der ist natürlich zu, oder? Nee, der hat nicht zu. So viel zu schleichtig zu der Ripperei, ne? Und so viel zu unauffällig. Herumtreiber. Scheiße. So hab ich mich erwartet. Es sind Banditen und gar keine Ripper. Ich würde eher sagen, 3 Leute tot. Okay. Gut, 2 Schrott. Das hilft uns gerade wieder, um unseren Krusch zu reparieren. Ja, okay. Arschlecken-Ripper anscheinend. Hier sind Freaker unterwegs. Hier sind Plünderer. Aber nix hier mit Ripper. Seltsam. Was zur Hölle ist hier abgegangen? Und hier im Lader haben wir nichts mehr. Schade. Das sind natürlich auch die ersten Dinger, die geplündert werden. Also logisch, ne? Aber hin und wieder staubt man auch dummer wieder was ab. So, was liegt dann hier noch? Das sieht man noch Freaker aus. Oder einfach nur noch verwester Leiche. Krabblerohr. Da waren das wohl 2 Krabbler. Sieht mal aus, als hätten die Ripper hier ihr Gebiet... nee, Quatsch. Ich glaube, das ist eher... Da liegen die Ripper, hat er mal, glaube ich, gesagt. Das heißt, es liegt zwar noch in ihrem Gebiet, aber die Ripper... es liegt in ihrem Gebiet, deswegen müsst man vorsichtig vorgehen. Ich glaube, so war es zu verstehen. Krabblerohr, das sah mal aber eher wie ein Freaker aus. Das ist immer luxuriösere Toilette, sogar mit Dusche hier. Da kann man sich dann in Embryonalstellung drunter stellen und heulen. Funktioniert alles. Okay, was geht jetzt hier ab? Hier müssen wir hier, für Event freizuschalten. Sequenz sogar. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Ich ahne Böses. Wenn wir schon hier im Ripper-Gebiet sind und Antibiotika klauen wollen. Das kann ja nur scheitern, so wie im Lost Lake Camp. Da wird man 100% entdeckt. Skizzo, hier ist St. John. Ich bin an der Grenze. Siehst du jemand von meinen Leuten? Nein, Skizzo, alles sauber. Gut, wie viel Zeit habe ich? Zeit? Wofür? Ich weiß nur, dass ich nachher Karten spiele mit ein paar von meinen Jungs. Dabei sollten sie eigentlich Wache schieben. Aber dann ist es halt mal so. Ich würde sagen, wir spielen die ganze Nacht. Also bis zum Morgen. Verstanden. Pikenende. Okay, das heißt, der sagt zwar nie, dass er selber involviert ist, aber
Ja, er sagt nie, dass er selber involviert wäre an dem Plan. Oh, scheiße, wir müssen. Schade. Da müssen wir auf dem Rückweg einfach wieder plündern hier. Schade, ich hätte noch gern mehr geplündert. Ja, der Schizo sagt zwar nie, dass er wirklich beteiligt ist, aber er macht halt alles, um Deacon in die Hände zu spielen. Interessant, und das ist offenbar noch kein Ripper-Gebiet, aber Grenzgebiet. Und ich würde sagen, da über die Grenze gehen wir dann übermorgen bei Let's Play Days Gone auf Pelzig. Und wenn wir zurückgehen, dann plündern wir einfach nochmal hier das Kaff, die Kadette Anstalt mit der Baracke. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan. Yankee.